Diese Zahlen lassen aufhorchen. Am Unispital Zürich werden aktuell rund 400 Personen getestet. Kapazität hätte man hier, um 1500 Tests pro Tag durchzuführen. Das Inselspital Bern testet bis zu 400 Mal am Tag. Wenn es sein müsste, würde man 1500 Tests schaffen. Oder Genf. Rund 400 Tests werden im Kanton tagtäglich gemacht. 1000 könnten es sein. Selbst etwas kleinere Spitäler wie das Kantonsspital Winterthur sind zurzeit nicht ausgelastet. Die Triagestelle menschenleer. 50 Tests werden hier aktuell im Tag durchgeführt. Doch es könnten viel mehr sein, sagt der zuständige Oberarzt. Wir haben das letzte Mal mit einer Spur bei der Spitzenzeit etwa 150 Leute gut testen den Tag durch in 2 Schichten. Und ich schätze mal grob überschlagsmäßig, weil wir locker etwa 500-600 Leute testen können. Freie Kapazitäten. Diese soll man nützen, ist Zürichs Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli überzeugt und kündigt deshalb heute prompt einen Wechsel in der Teststrategie des Kantons an. Es sind mehr Tests verfügbar und auch die Labore haben mehr Kapazitäten. Und darum haben wir in Zürich gesagt, ist es wichtig, dass wir die besonders vulnerablen Personen testen, auch wenn sie keine Symptome haben. Wir erlauben darum allen Spitälern, alle Patienten zu testen. Und das sind im Moment nur die wirklich dringende Sachen haben, Operationen, Behandlungen etc. Und darum wollen wir vorangehen, dass man auch sagt, es geht um Patientensicherheit und auch für die Mitarbeiter, die diesen Wunsch geäußert haben. Der Kanton Zürich prescht also vor, macht Druck und geht weiter, als es das Bundesamt für Gesundheit vorgibt. Dazu sagt Daniel Koch vom BAG an der heutigen Pressekonferenz: Selbstverständlich dürfen das die Zürcher. Es gibt da kein Bundesdiktat, wenn schon gäbe es Empfehlungen. Die Empfehlungen, die Testempfehlungen sind wir daran, dies zu überarbeiten. Es gibt aber noch keinen Wechsel in der Teststrategie. Doch genau diesen Wechsel fordern Epidemiologen. Wer Symptome hat, soll sich testen lassen, auch wenn er nicht zur Risikogruppe gehört oder schwer krank ist. Das sagte Marcel Salaté von der ETH Lausanne im Studiogespräch schon vor 2,5 Wochen. Nur dann kann man das wirklich bestätigen, kann man die Personen isolieren, kann man den Kontakt in Selbstisolation schicken und so dann die Transmissionsketten unterbrechen. Und das ist nicht etwas, was wir in Lausanne an der Wandtafel erfunden haben. Heute hat der Generaldirektor auch von der Weltgesundheitsorganisation zum wiederholten Mal gesagt, die Länder, die das in den Griff bekommen haben, die haben getestet. Man muss jetzt einfach testen. Das Testvolumen erhöhen, das macht nur in dem Moment Sinn, wo man genügend Testmaterial zur Verfügung hat. Und im Moment haben wir international gesehen noch immer eine ziemlich prekäre Situation. Das heißt, wir müssen wirklich vorsichtig sein, dass wir nicht Tests verschwenden für eine Strategie, die uns nichts bringt. Trotzdem, nicht nur Zürich testet breiter. Auch der Kanton Bern passt seine Strategie an. Bern hat heute ein neues Drive-In-Testcenter eröffnet. Zum Start sollen hier bis zu 300 Tests durchgeführt werden, jeden Tag. Schon bald könnten es rund 1000 sein, erklärt Berns Gesundheitsdirektor. Denn Engpässe gäbe es zurzeit keine. Im Moment haben wir genügend Tests reservieren können und es gibt auch sehr viele Entwicklungen auf diesem Bereich. Und ich gehe davon aus, dass es Schnelltests sehr bald zur Verfügung geben wird, die diese Problematik auch lösen wird, dass wir auch in einer ziemlich nahen Zukunft viel breiter testen werden. Wer wird auf Corona getestet? Die Frage nach der richtigen Strategie gibt zu reden. Gerade jetzt, wo die Testkapazitäten vielerorts ausgebaut werden könnten.